Herzlich willkommen doch noch zurück. Bevor wir da in die Ferien gehen, ich habe mich entschieden, auch auf euren Wunsch nochmal ein bisschen aufzunehmen. Das heisst, Samstag und Sonntag sind schon ein paar Videos wieder hochgekommen. FIFA wird morgen am Sonntag kommen. Ich nehme es Freitag jetzt noch auf. Ich nehme jetzt die Zeit auch noch, weil ich glaube, wir haben mittlerweile sogar ein Jubiläum geschafft. Das heißt, wir haben über 40 Videos schon. Ich glaube, über 400 Aufrufe irgendwie schon. Was sicher mal etwas zum Feiern ist. Ich zeige euch schnell Teambericht zum Anfang. Dann sehen wir noch die 5 Goals, die wir haben. Davon der Gianluigi Donnarumma für 8 Millionen vom AC Mailand. Ich weiß nicht, ob er ausgeliehen ist. Nein, der ist gekauft. Germano Mailatti, der wird uns verloren wahrscheinlich. Entweder Karriereende oder sonst auch. Spielt bei uns im Schweizer Pokal, der Donnarumma in der Liga. Dragowski international, da ist ja in der Liga, je nachdem wie es aussieht. Dann Salvin Türkauf sind noch ausgelehnt, aber die zwei werden zurück. Wahrscheinlich bevorzuge ich den Türkauf, je nachdem wer besser ist. Dann um den einen geht wieder ausgelehnt weg. Dann haben wir Rechtsverteidiger, der Lang und der Seidi Janko. Das wird wahrscheinlich lange für die zwei. Beide sind einer ist für Fritzig und der eine für Celtic. Beide noch gut jung. Deswegen behalten wir die schon mal. Dann haben wir da ein paar. Oh, das ist schon ein bisschen mehr da. So, insgesamt, das muss man 7 Innenverteidiger. Ein bisschen viel, aber ich glaube, das wird länger. Wir haben den Kümart, der Suchi, der ein Führungsspieler ist. Das heisst, er bleibt sicher mal drinnen. Also Stamm. Der nebenbei tun wir ein bisschen wechseln. Kanji ist im Moment ausgelehnt. Der Walter spielt im Moment nur bei Spiele, die unwichtig sind, also Schweizer Pokale. Der Höck spielt auch mit, der Saar und der Oxford. Saar und Oxford sind im Moment die sich streiten um den Platz. Entschuldigung, so jetzt bin ich im Mikro angekommen. Die sich im Moment streiten um den Platz neben Suchi. Der Kümmert ist eben eher mit dem Höck dritte, zweite Wahl. Da eventuell, also sicher, wenn wir keinen haben, wenn der Samuel geht, dann haben wir genug genommen. Dann haben wir links außen Safari, der bei Vertragsende wechselt, West Bromwich. Dann haben wir Lino und der Atrare, die recht gute Spiele machen. Also, wenn man dann muss denken, dass der Traoré schon 4-mal getroffen hat, dann wünscht man sich gerne, dass er mal auch so bei uns richtig wird spielen. So, dann haben wir Dalan Chaka, der im zentralen defensiven Mittelfeld spielt, 24, der bleibt bei uns sicher, der will ich eigentlich nicht verkaufen, vor allem weil er nicht so viel Geld rausgibt. Das Slavko Manovic, das ist nicht so mein Spieler, der will ich verkaufen, sobald er wieder zurück ist. Der kommt schon auf den rechten Mittelfeld, haben wir nur jemanden, das ist der Renato Steffen, der spielt rot, weil er ein bisschen mehr einsetzen will. Okay, nein, der wird ein bisschen mehr eingesetzt von dem her. Dann haben wir da zentral im Mittelfeld Charles Pickel, wo wow 4 plus hat schon. Spielt beim FC Walsall. Gut, dann Franzson, aber der spielt mittlerweile auch gut, also hat schon 4 Goal geschossen. Sehr gut, dann haben wir die links außen Bjarnason von Pescara gekommen. Mohamed El sind 3 Millionen von Malta gekommen für die ersten 11 Spiele, die er schon gespielt hat, muss man denken, hat er schon insgesamt 3 Goal geschossen und 1 Vorlage, das ist wirklich nicht schlecht. Der Kevin Bua, im Moment 1 Goal hat er schon geschossen und das war in der Liga gewesen. Dann gehen wir weiter mit Edmilson Fernandes angekommen, einer von den neuen mit 4 plus schon. 16 Spiele, 3 Goal, 3 Vorlagen, im Durchschnitt das 7. Rheingold, der ist wahrscheinlich völlig eingeschlagen, 6 Goal schon, 2 Vorlagen. Dann der Matthias Delgado, auch einer von den vielen Spielern, hat schon leider 1 verloren, aber es ist wahrscheinlich vom Alter aus, weil er schon recht viel schon gespielt hat. Der hat schon 7 Goal geschossen, 5 Vorlagen. Marc Janko 3 Goal in 10 Spielen, das ist auch gut. Cedric Itten 14 Goal, 2 Goal und schon 7 plus, das darf ich auch verdanken, weil er viel trainiert wird. Und Andras Sporar 22, 68 plus 3 insgesamt, 10 Einsätze, 2 Goal. Brill Donald Ember 3 plus kurz vor seiner 80, 33 Einsatz, 13 Goal und 7 Vorlagen als Topscorer. Dann haben wir den Nicolas Hunziker plus 4 auf der Leihliste im Moment, 4 Einsatz, 1 Goal. Jean-Paul Boetius plus 2 ist im Moment verunsichert, weil er im Moment nicht trifft. 28
Partie, 4 Goal, 10 Vorlagen, das können wir sicher mal wertschätzen. Und das ist es. Aber jetzt schauen wir schon in die Wunschliste. Und dann kann ich euch sicher noch mal ein paar Kandidaten zeigen, die wir definitiv holen wollen. Also, wir wollen ja da getreu bleiben und deswegen holen wir wahrscheinlich den Eder Balanta, der auch zum FCB wechselt, von River Plate. Dann haben wir den Blas Riveiros. Es ist genau der, ja komisch, wie spielt er da bei Bayern, spielt eigentlich ja in Paraguay. In der Serie D, wenn wir mal schauen, ob wir den zurückholen könnten. Und dann noch der Seydou Doumbia, wo wir auch holen wollen, aber eben, der will schon 100'000 Gehalt. Da müssen wir ein bisschen schauen, ob das möglich ist, was ich leider nicht denke. Wir gehen jetzt ins Spiel gegen Zürich. Das müssen wir schon schauen, was wir in der letzten Folge gesagt haben, weiß ich eben nicht mehr. Ich glaube, gegen Zürich und Lugano spielen wir, das werde ich ein bisschen schneiden. Und dann halt das letzte Spiel noch gegen Thun ist es jetzt nochmal simulieren, also wir sehen das im Spiel bis nachher. Und weil es heute so eine Special-Folge ist, tun wir heute auf Hochdeutsch kommentieren. Genau, ich versuche es mal, aber mein Hochdeutsch ist katastrophal, das könnt ihr mir glauben. Wir sehen also in der Folge, also im Spiel, bis später. So und herzlich willkommen zum Heimspiel des FC Basels. Der Meister empfängt den 4. und aufstrebenden FC Zürich. Leider hat der Alessio vergessen, das Spiel wieder umzustellen auf bewölkt oder einfach kein Schnee. Basel führt im Moment die Tabelle an mit 49 Punkten und Zürich im Moment 4. Hier seht ihr die Mannschaften, die einlaufen in das volle St. Jakob Park, das wieder gut gefüllt ist. Basel, das treffsicherte Team mit 31 Treffer. Zürich Moment nur mit 25 Treffer. Dafür haben sie 26 Gegentreffer schon kassiert seit einem Balance von -1. Und da sehen wir, ein paar Spieler haben es getauscht beim FCB. Donnarumma hinten, die Nummer 1 mit Traoré. Suche hoch und lang, Xhaka und Tielemans bleiben hinten, Fernandes, Boetius und Steffen bekommen Chance, Janko vorne, Boetius versucht vielleicht heute mal das Tor zu treffen, Janko bekommt den Vorzug vor Embolo, der noch nicht gut fit ist. Dann die Zürcher mit Favre, wieder im 3-4-3 mit Kerakov, Judabau und Cornelius, wie im letzten Spiel schon. Mit der Dreikette, das wird gefährlich. Zürich kann sich noch gut erinnern, das letzte Spiel hat 3:0 verloren gegen die Basler mit einem Dreierpack des Ryan Gold, der heute nur auf der Bank sitzt. Topscorer Embolo auch nur auf der Bank, also das heißt, dass die Basler heute eine goldige Bank haben. So, und das Spiel beginnt. Boetius und Favre muss das erste Mal ran. Boetius natürlich heute on fire, versucht heute seinen Torfluch zu beseitigen und testet das erste Mal Favre, der gut hier pariert. Und es gibt einen weiteren Eckball für die Basler. Tielemans vielleicht den Ball rein, aber da Favre dazwischen. Jetzt der Ball zurück von Boetius. Eine Station zu weit. Ja, lang wird zu Fall gebracht. Es gibt Penalty. Der Ex-Spieler wird hier wirklich von hinten umgerannt und es gibt Penalty und Boetius wird nicht spielen, wird nicht schießen, sondern Janko. Und Janko macht's. Janko macht das 1 und Boetius wollte nicht schießen, er will von sich aus das Tor schießen. Das ist auch eine gute Überlegung, weil man nicht einfach mit dem Penalty hier einen Torfluch beseitigen kann. Mit Kopfball gewinnen. Edinson Fernandes mit dem Ball gewinnt hier. Was die Basler gut können, ist Kontern. Jetzt vielleicht auf der Boetius auf der anderen Seite. Nein, Tielemans macht's mit dem Kopf. Und wer hat die Flanke? Genau, Janko mit der Vorlage. Und Tielemans macht
macht das Tor. Das schnelle Umschalten der Basler. Janko selber mal als Vorbereiter. Spielt sie auf der Seite und hinten wäre noch Boetius frei gewesen. Aber Tielemans macht es und Boetius scheint auch nicht so, als ob er traurig wäre. Das zweite Tor, also nach gut einer halben Stunde von Zürich, kommt im Moment gar nichts von den Baseln, dafür pure Effizität. Noch eine Minute wird hier nachgespielt in der ersten Halbzeit. Vielleicht jetzt wieder eine Chance mal für Basel. Setzt Elvin Fernandes wieder ein. Ist gefährlich. Tielemans. Nochmal hoch zu Steffen. Tielemans aus der Drehung und der haut das Ding in die Maschen. Ein Schuss von purer Gewalt, das 3:0 noch vor der Halbzeit. Boetius der erste Gratulant. Und Basel macht das 3:0 vor der Halbzeit und die Fans feiern natürlich. Das zweite Tor von Tielemans. Der kam im Winter von Anderlecht und hat sich richtig gut eingelebt. Und das war's mit der ersten Halbzeit. Basel führt nach einem Doppelpack von Tielemans und dem Penalty-Treffer von Janko mit 3:0. Zweite Halbzeit und erster Wechsel bei Basler. Janko, der angeschlagen war und gelb vorbelastet mit seinem Ehrentreffer nach guten in der ersten Halbzeit. Erstmal draußen, Rheingold kommt auf die 10er Position, dafür rückt Boetius in den Sturm. Natürlich wieder hier die ganze Mannschaft, dass Boetius endlich den Torfluch beendet. Vielleicht doch die letzte Chance für Boetius. Wird noch nicht ausgewechselt. Boetius, wird hier weiter umgerannt, aber der steht sofort auf. Will hier den Treffer. Boetius, nein, Favre! Hindert ihn daran. Was ist mit Favre vor? Das ist mit Favre los. Der ist ja super in Form heute. Wieder kurzer Eckball. Basel hat noch nicht gewechselt, kam noch nicht dazu. Boetius gibt den Ball auch mal ab. Steffen aus der zweiten Reihe. Ball gefährlich. Senkt sich noch. Sieht man mal vom weiten Ball. Senkt sich noch gefährlich. Ganz knapp. Abstoßen, es wird nachher gewechselt. Embolo ist wieder auf die Bank gegangen, aber es machen sich dafür zwei neue bereit. Boetius vielleicht jetzt mal in der Chance. Er mag nicht mehr, man sieht es ihm an. Aber er versucht es immerhin. Boetius, nein! Und das war seine letzte Chance, wird jetzt ausgewechselt. Leider hat das Spiel wirklich heute in seinen Händen gehabt. Aber leider fehlt ihm heute das Glück. Er wird ausgewechselt. Für ihn kommt Sporar. Und Steffen, auch mit einer starken Partie, kommt raus für Birkir Bjarnason, den Isländer. Für die letzten 4 Minuten noch. Drückt man einfach einmal zu viel und dann geht über. Und Basel gewinnt das Spiel mit 3:0 gegen den FC Zürich. So, wir kommen zurück wieder auf Schweizerdeutsch. Und ihr habt die Statistik vorher müssen sehen. 15 Schüsse für den FCB und 0 für Zürich. Das ist wirklich Katastrophe, was Zürcher da gespielt haben. Jetzt tun wir nochmal trainieren und dann geht es nochmal ins Spiel gegen Lugano. So, und wow, super Training. Alle steigen. Sehr gut. Ja, ich schaue jetzt Bürger Pressekonferenz gegen das Spiel für Lugano. Sicher. Das geben wir. Und wir sehen das wieder im Spiel gegen Lugano. Bis nachher. So, und herzlich willkommen zum Schweizer Pokal. Basel empfängt die Tessiner aus Lugano. Und heute geht es an. Der Verlierer geht nach Hause und der Gewinner kommt weiter. Ich bin nicht Wolfuß, ich bin Alessio aus dem Kanal Italiano. Heute folgt das Halbfinale. Luzern trifft das St. Gallen und die Luganese eben auf den FC Basel. Luganese hat sich mit 2:1 gegen Vaduz weitergesetzt. Und hier sieht man Captain Royer, die natürlich ins Finale wollen, nach Zürich. Aber das wird schwierig im ausgekauften St. Jakob Park. Foimi Lafranchi da wird das Spiel leiten und hoffentlich sehen wir noch die Startelf.
Ne, das wird nicht der Fall sein. Wir gehen schon hier rein und sehen. Hinten in der Verteidigung Veilati, im Tor Janko, Samuel, Oxford Ali, also komplett neu die Verteidigung. Dann Franzon und Xhaka, hinten mit Sporer als Stürmer, Elyounoussi, Delgado als Zehner und Boetius, der natürlich heute auch spielen wollte, der heute vielleicht sein Tor machen wird. So, dann gehen wir ins Spiel, also Lugano hier mit Anstoß und Boetius vielleicht auf der Seite jetzt mal. Mit dem Roulette vorbei hier am Verteidiger. Oh, aber Datkovic klärt den Ball auf die Seite. Der Boetius, der hat noch Fitness, noch ganz wenig. Ob das reichen wird zum Tor, das sieht man nicht hier, aber es ist eher das Anzeichen der Müdigkeit oder der Konzentrationslosigkeit. Denn der Ball geht nach außen und wow, Valentini war im Pfosten in. Das war ein Grafikfehler. Datkovic. Delgado. Oh, Franzon kommt nicht am Ball. Aber das kompensieren die Basler gut. Franzon mit dem schönen Annehmen. Und steckt den Ball perfekt durch zu Elyounoussi. Der rüber zu Sporer und Paudalino retten den Ball noch vor der Linie. Erste Halbzeit vorbei, 0:0. Boetius trifft immer noch nicht. Zweite Halbzeit und keine Wechsel bei Basel, aber auch bei Lugano nicht. Das Einzige, was gewechselt hat, was man sieht, die Sporer geht auf die 10 und Boetius wieder in die Sturmspitze. Basel will es, das Team kämpft für ihn, aber er kämpft auch für das Team, aber seine Fitness reicht im Moment einfach nicht aus. Jetzt vielleicht Sporer, Boetius, nein, Valentini und Fevre und Valentini verhindern, dass Boetius trifft. Ich angreifen. Sporer jetzt mit dem Ball hoch zu Boetius. Boetius besiegt es. Es ist soweit. Boetius trifft. Es ist soweit. Der Torfluch ist beendet. Sporer zieht ihn schön auf der Seite, zieht ihn rüber und Boetius feiert sofort mit der Kurve. Rennt zur Kurve hin. Und man sieht ihm in die Erleichterung, beide Hände nach oben, sofort nach dem Treffer. Der Torfluch ist beendet. Boetius trifft. Basel also 1:0 vorne. Durch den Treffer von Boetius und Lugano. Jetzt vielleicht mit Druck, aber den Ball geht ins Nicht. Und es wird gewechselt. Boetius wird ausgewechselt. Der Held natürlich von heute Stanley Ovation im St. Jakob Park. Er kommt rein für Kevin Bua vom FC Zürich gekommen und Kulina kommt rein für Donis. Natürlich hat das seine Arbeit jetzt erledigt. Hat das 1:0 für die Basel geschossen. Ali mit dem Ball zu Sporer. Der weiter zu Bua. Der weiter zu Delgado. Delgado mit dem 2:0. Schöne Kombo zwischen Ali, Bua und Delgado, der das 2:0 macht für die Basler. Der Motor ist ins Laufen gekommen und innerhalb von guten 8 Minuten die 2 Treffer der Basler. Eckball Basel, noch 15 Minuten. Delgado nach innen, Oxford und ein Luganese klärt noch auf der Linie mit dem Gesicht. Ecke. Kevin Bua mit dem Gewalt. Kopfball hier. Hätte ruhig Zeit gehabt, hier den Ball anzunehmen. Ganz allein und ganz knapp. Am 13:0 vorbei. Samuel, der läuft wieder vorne. Basel wir das mal zurück jetzt zu Franzon, der zu Hunziker. Hunziker! Der Ball nicht drin. Wieder ein Luganese der anderen Linie. Klärt, aber jetzt der Fehlkopfball. Janko, der Verteidiger. Vorbei am ersten, vorbei am zweiten. Post in die Mitte, Hunziker. Hunziker macht den Treffer und das 3:0.
das hoch verdiente. Und da hat alles ein gutes Händchen gehabt. Janko setzt sich hier super durch. Ball in die Mitte. Niklas Hunziker dreht sich einmal und schießt Datkovic an den Ball abgelenkt ins Tor und leider hier für Valentini keine Chance, den Ball zu parieren. Basel also mit 3:0 so gut wie im Finale. Also der erste Finalist steht fast noch klar nach 2 Minuten. Aber das wird für Lugano schwer, wenn sie so weiterspielen. Jetzt Kevin Bua. Bei Lugano ist die Luft raus. Pass in die Mitte. Wieder Valentini. Jedenfalls sind sie hier nicht auf Verteidigung, aber der Pfeil Schiri erlöst den FC Lugano. Basel gewinnt also mit 3:0 und zieht ins Halbfinale, ins Finale sogar schon ein, im Zürich-Letzigrund. Und im Pokal treffen Basel also auf den FC Luzern, die sich mit 2:1 gegen den FC St. Gallen durchgesetzt hat. So, und da steht's, aber Boetius trifft endlich. Endlich trifft der und wir treffen also im Finale auf den FC Luzern, was natürlich für uns kein Problem ist. Da der Chef, dass wir ihn noch spielen hat, das ist klar nach so einer Leistung. Das Team lassen wir wahrscheinlich kurz so, wie ich jetzt keine große Veränderungen machen gegen Thun. Wenn die Folge schnell beenden können. Das heisst, wir spielen mit Donnarumma, Traoré, Kumart, Suchi Ali, Tielemans, Xhaka, Fernandes, Gold, Bua und Janko vorne drin. Embolo auf der Ersatzbank, wie der Linus, Delgado, Sporer. Und der Traoré stößt das in der zweiten Minute das 1:0. Xhaka bekommt Gal. Schindelholz vom FC Thun bekommt auch Gal. Zürich führen mit 1:0 mit einem Treffer vom Kerschakov gegen Sion. Der Kerschakov ist das 2:0. Rapp macht leider das 1:1. Embolo ist aber jetzt im Spiel für den Janko. Sion schießt den Anschlusstreffer. Und bei uns passiert nicht mehr ein Wechsel. Ja, wir machen das 1:1. Und wir gehen nochmal auf die Tabelle, bevor wir in der nächsten Folge, das heisst nach der Ferien gegen Tottenham angehen. Itten stieg sich auf 62 und der Torschütz Hunziker bleibt leider in seinen Stats drin. So, das heisst, wir gehen jetzt mal in die Saison schauen. Eben im Achtelfinale treffen wir auf Tottenham. Die weiteren Spiele sind Napoli, Villarreal, Sampdoria gegen Florenz, Shakhtar Donetsk gegen Schalke, Benfica gegen Gent, Anderlecht gegen Southampton, Lyon gegen PSV Eindhoven, die Holländer und Dortmund gegen Marseille. Die M-Quali sind wir im Moment gut dabei. Zweite mit 2 Punkten Vorsprung vor der Türkei und vor Russland. In der Raiffeisen Super League führen wir die Liga A mit insgesamt 8 Punkten Vorsprung. Wir haben in der Liga 43 Goal geschossen und 12 Nummern kassiert. Dafür haben wir nur eine Niederlage, 5 Unentschieden und 16 Siege nach 22 Spieltagen. Schweizer Pokal im Finale also gegen Luzern. Dann schauen wir noch schnell auf die Spielstatistik und dann sehen wir in der Europa League haben wir im Moment Embolo, wo mit dem Aubameyang vom FC Basel Torjägerliste vom der Europa League anführt. Und sonst haben wir kein Basel mehr dann wahrscheinlich. Nein, das heisst, der Embolo wird für uns wichtig sein. Im nächsten Spiel da haben wir da Torvorlagen. Boetius mit dabei, wo mit 6 Vorlagen im Moment zweiter ist mit dem Sosa vom Besiktas und der Tielemans, wo ich glaube dritter insgesamt ist, mit diversen anderen Spielern. Sagt sie, ohne Gegentor ist unser Dragowski nur in 2 Spielen gewesen. Die meisten geile Karten, ich glaube keiner von unseren Spielern. Dafür der von Bergen von IB. Die rote Karte haben wir wahrscheinlich auch noch nicht gesehen. Doch, nicht, aber der Witwer. Da gehen wir mit EM-Quali. Embolo mit 3 Goal im Moment. Dann, was für uns vielleicht spannender ist, ist die Torjägerliste bei uns in der Liga. Aber da sehen wir, dass wir keine Basler haben unter den Top 10. Das ist auch, weil zum Beispiel ein Delgado 5 hat, ein Traoré 5 hat, ein Embolo 5 hat, ein Steffen 4 hat.
Was natürlich ein bisschen umverteilt ist. Das heißt, wir haben nicht einen, der brutal stark ist, sondern das ganze Team ist bei uns recht stark. Gold Steffen mit 3, Embolo Delgado mit 3 und 2. Der ohne Gegentor, der Donnarumma mit 3. Gelbe Karte, Xhaka 5 im Moment. Sonst keine. Rote Karte haben wir den Safari mit einer. Und den Xhaka mit einer. Den Franzo mit einer. Pokal haben wir den Janko, den Delgado und Sporar jeweils 2. Samuel hat 1 und Poetis hat auch eine. Gut, das wäre es mit dieser Folge, also vor der Ferien. In der nächsten Folge geht es an Achtelfinale gegen Tottenham Hotspurs. Und da wird entschieden, ob wir wiederkommen im Viertelfinale und wenn, gegen wer wir treffen, das sehen wir also in der nächsten Folge. Wir sehen uns nach der Ferien wieder. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis dann und ciao zusammen.